7, 6 Grad. Also verdammt kalt. Ich habe hier gepennt. Ich trage mir auf den Fuß. Das in nachts fahren ist schon chill. Ich will einfach, dass es vorbei ist. Kannst du irgendwann deinem eigenen Hirn nicht mehr vertrauen? 7 Leute aus der Region starten ein verrücktes Abenteuer. Ein Velorennen von Basel bis Barcelona. Unterwegs warten verschiedene Challenges auf die Teilnehmenden und niemand weiss, wo die anderen gerade sind. So bleibt die stetige Ungewissheit, ob man in Avignon oder Perpignan eliminiert wird. Nicht zu vergessen, Übernachtungen gegen Bezahlung sind verboten. Am Schluss gibt es nur ein Ziel: in Barcelona als erstes die schönste Katze von Europa zu streicheln. El Gat de Botero. Ich fahre nur nach Navi, ich weiß noch nicht, wie. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Nach einem Tag im Lager ist es gut. Ich frage mich wirklich, ob die anderen das gleiche Problem haben. Die Nacht ist absolut scheiße gewesen. Es ist nur der Regen, ich heule nicht! Ich will einfach fahren bis zum Umkehren. Ich bin so auf der Straße eingeschlafen. Jede Bewegung macht weh. Ride or die, mega geiles Projekt. Ich bin nicht aus Kuckuck! Ich bin da! Oh mein Gott! Es ist so anstrengend. Alles ist so fucking anstrengend. Der Wind ist Katastrophe. Und ich habe gerade so viel Umweg gemacht. Und es ist kalt und ich bin müde. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und trotzdem hat mich niemand überholt bis jetzt. Ich glaube, es spinnt. Nein, aber also wirklich, es ist einfach nicht normal. Oh. Vielleicht sollte ich auch einfach mal schlafen. Oh. Ich glaube, ich bin komplett übermüdet. Ich würde am liebsten einfach durchschlafen. Und dann der nächste, der kommt, kann sich zu mir gesellen und mit mir über das Wetter ranten. Challenge Nummer 3. Endlich das große Pack leer werden. Oh, Nüsse. Ich hoffe, ich darf das essen. Ich habe schon viel zu lange gegessen. Alter, richtig Bock. Ich hoffe, ich darf das essen. Nächstenliebe. Bereite einen Riegel für die nächste Person zu. Folge dazu genau dem Rezept. Hier gibt es keine Zeitstrafe. Dein Riegel gilt aber nur als fertig, wenn du ihn zwischen 2 Fingerspitzen halten kannst. Bist du der oder die Erste, bekommst du keinen Riegel. Jo, euch. Und ich? Ich mache alles hier rein und dann mische ich es hier rein. Nimm alle Nüsse und zerkleinere sie so, dass sie durch das Gitter passen. Das sind doch Arschlöcher. Nein! So. Also, es passt alles durch. Okay. Ich glaube, es ist gut. Das sind 2 Handheber, 2 Fingerheber. Dann wird das jetzt eingepackt. Und dann habe ich ganz viel zum Schmausen. Ich habe das Gefühl, es muss ja gerade bekommen. Schaut mal, wer da am Checkpoint steht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich die doch noch eingeholt. Scheiße. Ich bin voll am Arsch von selber. Oh, hallo. Hallo. Rate mal, wie viel Vorsprung du hast im ersten Checkpoint. 14 Stunden. 14 Stunden? Ich muss dann nicht schlafen. Alter! Ich bin komplett am Arsch gefallen. Also gegen Der hat mich gebrochen, Also ich habe umgestauen. Ja. Und ich schaue, irgendwann bin ich halb am Bier
Ja. Meine Knie sind Sei beide. komplett. Also wirklich so, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich habe so lange Pause gemacht, dass der Ivo mich mit dem fahren. Ich habe den Raschenplatz. Ivo! Sali! Halt deine Schnur. Alles klar? Ja, bitte. Ah ja. Und, hast du gut überlebt? Ja. Also es hat immer wieder Komplikationen gegeben. Mit dem Wasser und so weiter. Ja, voll. Also der Wagen hat kaum was genommen. Geil, kommt. Ja, aber Larissa, ganz crazy. hey, was ich mir gerade. Stimmt, ja, ich habe gerade mal überlegt. Ich habe auch ein Video gesagt, Digga, das ist nicht normal. Er ist jetzt hier unten schnell ins Resti, weil er nicht mehr viel Akku hat. Geht schnell sein Handy ins Licht laden und hat noch etwas zu essen. Ich fahre jetzt ein Stück weiter, bevor es dunkel wird. Und ja, dann schaue ich auch wieder eher spontan. Ich habe so Hunger. Also wenn ich nachher irgendeine Pizza auf dem Tisch habe oder was auch immer, ich filme das, zeige euch nochmal meine Emotionen dabei. Ja, ich trinke jetzt gerade Cola aus der Flasche und ich merke dort schon, wie der Zucker rausschmeckt. Das ist nicht normal. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich kann nicht nachvollziehen, wie so etwas ist, wenn man 12 Stunden fährt, nichts isst, also nicht richtig, nur so komische Regeln und so. Und dann so eine Wrap mit Chicken drin. Ich habe jetzt mein Lager aufgestellt. Und zwar hier am Lidl-Parkplatz. Ich habe vorhin mit einem geredet, in einem Restaurant, der geschafft hat. Und ja, der hat gesagt, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall geil. Einfach hier meine Matte und alles. Das Velo und mache so einen Zeltplaner drüber, was nach halb über meine Matratze geht, also über mein Matteli. Ja, ist geil. Übrigens, heute bin ich sehr gut gefahren, bin zufrieden gewesen. Mal schauen, wie es morgen aussieht. Da bin ich am Meer. Ich bin jetzt bei der Küste angekommen. Ich bin nach dem Checkpoint nochmal fast 90 km gefahren. Also fast besser als ich gedacht habe, weil beim Checkpoint ist mir recht miserabel gegangen. Ich hatte voll keine Kraft, voll keine Motivation und einfach die kurze Pause im Burger King hat Wunder gewirkt. Die Chicken Nuggets auch. Ich bin hier aber in einem Parkli, wo eigentlich recht öffentlich ist. Ich habe das Gefühl, dass es hier eher ein Touri-Ding ist, das sich im Sommer füllt und die meisten Leute noch nicht da sind. Hier, wo es ein bisschen dunkel ist, hinten, hat es ein Bänkli. Ich stelle mein Velo nachher hier an, wird dann drunter einfach mein Mättli und Schlafsack haben. Das Camp sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier ist das Bänkli, hier unten habe ich das Mättli mit dem Schlafsack. Das Velo habe ich hier hinten an und jetzt tue ich das Tab irgendwie über das Bänkli und das Velo, wenn es langt, hier runterspannen, damit ich ein bisschen Privatsphäre habe und nicht vom Licht geblendet wird während dem Schlafen. Okay, shit, das war Time Warp, aber ja, wie gesagt, ja, wie gesagt, ich habe nicht gescheitert, das ist gegangen. Das in nachts fahren, schon chill. Einfach so bauende Hügel. Weißt nicht, dass es irgendwie ankommt und wirst. Sie mit der fucking Hopperpiste Scheiß, man. Die ganze Zeit sich fucking schlägt. So mühsam. Arsch tut natürlich weh. Du spürst jeden scheiß Schlag. Im Dunkeln fahren ist wirklich so. Horror. Horror. Es ist echt 5 Grad. Ich bin seit 24 Stunden wach. Also vorher einmal kurz so probiert herzulegen, aber ich konnte nicht wirklich schlafen. Und das Velofahren ist so langweilig. Kaum halte ich an, habe ich kalt und
weiss irgendwie, ich will nicht herliegen, weil der Schlafsack nicht genug warm ist. Und ich muss jetzt echt durchhaben, bis die Sonne aufgeht. Oder ja, ich kann einfach nicht mehr weiterfahren. Ich bin auch fast ab dem Velo fallen. Das kann also auch nicht sein. Fast Sekundenschlaf bekommen. Jetzt haben wir das als Notzelt gemacht, quasi. Mit so. Ich bin einfach am Hocken mit allem an. Vor allem regt mich auf, heute Morgen war das voll so die Motivation. So, geil. Wir fahren in den Süden. Dort ist es wärmer. Dort ist das Meer. Man muss nicht mehr so eine kalte Nacht verbringen. Und siehe da, es ist einfach noch kälter. Aber ja, es ist auch eine klare Nacht, die kühlt es ab. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann, ob ich schlafen. Weil Clarissa und ich mittlerweile fast einen Tag Vorsprung auf die anderen haben, habe ich mich dazu entschieden, für den Spannungserhalt die beiden Geschichten auseinanderzunehmen. Es wird also jedes Mal, wenn zwischen der Geschichte von der Clarissa und mir und der von Mark, Ivo und Takashi gewechselt wird, ein Tag hin und her geschoben. Das ist jeweils immer durch eine Einblendung gekennzeichnet. Dann verabschieden wir uns und ich schaue mal, was die Challenge da. Zum Glück hat es Essen drin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt. Bereite einen Riegel für die nächste Person zu. Das heisst, ich bekomme die nicht. Ich habe keinen. Das ist hart. Wer ist eigentlich der Nächste? Ich sag der Louis. Ich sage auch der Louis. Aua. Also, Challenge Nummer 3, Nächstenliebe. Bereite einen Riegel für die nächste Person zu. Folge dazu genau dem Rezept. Herzlich willkommen zu einer Kochshow. Heute kochen wir eine Regel. Du wirst nicht wegfliegen sollte. Also heute habe ich es mir nur noch auf warme Schokolade. Und Schoki. Ich habe heute mal gefunden, ich muss mich wieder anfangen, ein bisschen gesünder zu ernähren. Ich habe wirklich bis heute nichts Gesundes gegessen, außer am Anfang 2 Bananen. Ich habe noch keine Banane gegessen. Mittlerweile habe ich kalt, die Nüsse sind verkleinert. Nein, jetzt fliegt das weg! Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann das alles nicht mehr mit dem Wind. Nein! Fuck! Nein! Es wird die ganze Regel weg! Alter! Jetzt muss ich noch etwas zum Aufschneiden haben, das hatte ich natürlich nicht dran gedacht. Ich kann es hier. Okay. Keine Panik auf der Titanic. Ein guter Schweizer hat das Sackmesser immer am Mann. Oh Gott, das hat ja die Händchen gekostet. Warte. Es ist nicht auf den Riegel gekommen. Dann werden wir desinfiziert. Das ist alles hygienisch. Das ist alles den Vorgaben entsprechend. Entschuldigung, wer auch immer als Dritte ankommt, tut mir leid. Oh. Stark fliegen. Oh. Es macht alles weh. Aua. Ich habe kalt. Alles macht weh, mein eine Bein ist eingeschlafen. Bitte helfen mir. Fertig ist der Riegel. Der wird jetzt verpackt. Ich habe jetzt gerade den Luca gesehen, der ist jetzt seine Bar am machen. Ich weiss, dass er seit Grenoble nicht mehr geschlafen hat. Aber ich weiss nicht, ob er noch gut schlafen kann. Und ich habe seit Grenoble... Wo war Grenoble? 2-mal geschlafen. Ich habe meine Beine zu lange nicht gebraucht jetzt. Tut das weh. Auf jeden Fall, ich bin komplett übermüdet. Aber ich will gewinnen. Jetzt. Gerade. Jetzt bin ich gerade wieder fitter für einen kurzen Moment. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach so weit, wie ich kann. Ich habe meine Route angepasst, weil ich habe so Schiss vor diesen grossen Strassen mittlerweile, dass ich jetzt 200 Höhenmeter mehr auf mich nehme
was Horror ist. Aber ich will einfach nicht mehr auf die grossen Strassen. So sieht es aus, wenn man sich nach einer Pause wieder auf den Sattel setzt. Und das geht jetzt etwa so eine Viertelstunde, bis man wirklich das ganze Gewicht drauf lassen kann. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aua! Ich habe tatsächlich Clarissa eingeholt, und ich schon ein bisschen stolz bin. Sie hat immer noch etwa eine gute Stunde Vorsprung. Sie war gerade fertig mit der Challenge und allem, wann ich gekommen bin. Und ich fahre jetzt noch. Aua! Ich habe jetzt noch zur Nacht gegessen. Ein Nudelsalat, das ist geil wegen Kohlenhydrat. Und. Aua! Das macht so weh. So von dem, was sie gesagt hat, sieht sie so aus, als wäre sie zumindest gleich am Arsch, wenn nicht noch mehr am Arsch als ich. Und darum habe ich mir jetzt die Frechheit rausgenommen, noch zu Nacht zu essen. Jetzt geht die Verfolgungsjagd weiter. Es ist so weit. Das ist der Zoll. Juhu! Ich bin in Spanien angekommen. Kurz vor dem Ziel eigentlich, aber mir fallen so die Augen zu. Ich finde es ein bisschen zu gefährlich, weiterzufahren. Darum mache ich jetzt einen Powernap. Schrecklicher Tag. Hat angefangen mit. Meine Knie haben so weh getan. Ich konnte nicht mehr laufen. Fahren. Ich bin nochmal auf so eine Riesenstrasse gekommen und habe gepanikt und einfach die Autos, die so nah sind, und du denkst so, Alter, einmal ein bisschen der falsche Wind, ein bisschen irgendwie nach links, und es hätte einfach. Dann ist die Challenge gekommen, das war lustig. Ich hatte sehr Hunger in dem Moment, also ich bin gerade froh, dass noch ein bisschen etwas übrig war. Ich habe das alles sehr dankend gegessen. Und dann habe ich den Luca gesehen. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, ein Race gegen den Luca, aber Safety first. Ich habe jetzt zuerst gedacht, ich fahre einfach durch. Aber ich bin mich selber am Schlagen und es bringt nichts mehr. Und dann finde ich wie so, hey, probier wenigstens mal einen Powernap zu machen. Jetzt geht es gerade aufwärts, Koffein rein. Es ist ein bisschen Pain. Wieder so eine grosse Strasse. Aber die Alternative ist halt auf und ab. Und das ist nicht wirklich eine Alternative als einmal 300 Meter über Meer und dann wieder runter. Ich bin oben. Anstrengend. Meine Lippen platzen schon fast wieder auf. Noch Handcreme drauf tun. Lippenpomade wäre natürlich besser, aber das habe ich natürlich nicht dabei. Darum muss auch Handcreme funktionieren. Eine Abfahrt später, ich bin in Spanien. Ich habe oben noch den Zoll gefragt, ob sie die Clarissa gesehen haben. Aber leider keine Angabe bekommen. Es wäre natürlich schon opti, dass wir sie noch einholen. Aber wenn nicht, ich gönne sie ihr auch den Sieg. Sie hat sich den verdient. Aber ich verschenke da nichts. Was für ein Tag. Die Vögel sind ganz nah. Sextilgebüsch. Sonnenaufgang. Das ist schön. Ich merke, ja, es kommt aber schon wieder Motivation. Und es wäre eigentlich mega nice, noch ein bisschen zu liegen, logischerweise. Aber ich wollte ja heute Abend zu Barcelona ausgehen. Das war mal so eine Idee, so eine Jux. Das ist leider
rein mathematisch ausgeschlossen. Also morgen bin ich sicher dort. So, aber schauen wir wann. Jetzt noch ein bisschen fahren. Guten Morgen miteinander. Es ist etwa 7-6 Grad. Also verdammt kalt. Ich habe hier gepennt. Und ich habe auch die Nacht wieder Schüttelfrost gehabt und so weiter. Ich bin jetzt aufräumen. Dann nachher geht es langsam weiter. Guten Morgen. Ich habe die Nacht sehr gut geschlafen, viel besser als gestern. Ich habe mich recht gut erholen. Ich fahre jetzt los. Wenn es einen Supermarkt oder so hat, halte ich dann schnell an, weil ich habe kein Wasser mehr. Und vielleicht noch mal ein bisschen vorher dann Essen kaufen, dass ich etwas dabei habe. Und ja, dann geht es der Küste entlang weiter. Die Route war gesperrt, wo ich durchgehen wollte. Jetzt habe ich alles müssen neu planen und so. Darum bin ich jetzt ein bisschen hinten noch. Leider eine Stunde, aber egal. Dann noch ein bisschen zu lang gebraucht zum Essen. Ich hätte noch ölen, der ganze Scheissdreck. Aber jetzt kann ich fahren, hoffentlich. Die Batterie so weit auch okay. Zum allerersten Mal jetzt. Von Basel bis zum Meer. Also das ist bis jetzt die geilste Straße, wo ich gefahren bin. Die gemütlichste. Schön entspannen. Sind ihr bereit? Geht halt wirklich nicht zu tief, aber schön minimale Neigung nach oben. Nebendran ein paar Schiffchen, die man anschauen kann. Die Straße für Frankreich echt sehr gut geteert. Also es ist super flach, keine Heck drin wie vorher in Montpellier. Da bin ich ausgerastet, jetzt mal die Kette rausgehauen. Aber jetzt, das ist perfekt. Also könnte ich die ganze Zeit fahren. Strand, Sonne, Sonnenschein, hure geil. Vorher hatte ich einen Tiefpunkt. Bin am Strand gekommen, irgendwie habe ich mich gar nicht gefreut. Jetzt muss ich schauen, wie das noch fertig fahren. Irgendwie es tut mir echt alles weh. Und es ist so ein bisschen, ich habe meine Grenzen sehr ausgereizt und viel weiter gekommen, als ich gedacht habe. Und wirklich, ich habe nicht gewusst im Vorfeld, wie weit ich kommen würde. Mit eben nur einem Monat Vorbereitungszeit und sonst nicht am Velofahren. Und darum, ja, ist gut. Das ist schon Grenzerfahrungen habe ich gesammelt. Und darum, ja, ich weiß nicht. Es ist schon nicht so. Es ist mehr Qualvoll jetzt, aber ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen Cycling. Es fuckt mich mehr ab, weil es einfach. Jetzt wäre es noch 10 Stunden gegangen auf Perpignan. Und dann wahrscheinlich die Elimination. Und dann nochmal 10 Stunden auf Barcelona. Und wieder eine hure kalte Nacht. Ich war in einem schönen Restaurant, etwas gegessen. Leider war es viel zu trocken, also ich konnte es nicht essen, aber egal. Ich habe wieder Probleme mit dem Licht, ladet nicht. Das heisst, ich kann leider die Nacht nicht durchfahren, wie ich es ja vorgehabt habe. Aber ja, ich mache in Périgord eine Pause und nachher mal in Barcelona. Noch eine kleine Zigarette. Zum einfach ein bisschen runterfahren. Und nachher geht es ohne Pardon weiter. Ich merke, dass ich körperlich einfach müde bin. Ich habe einfach keine Kraft zum Trampen. Ich mache immer wieder Pause. Das ist schon, ich glaube, die 5. Pause, die ich heute mache. Ich mache nicht eine ultra lange Pause, einfach schnell anhocken, etwas essen und ja, wenn man das halt öfters macht, verliert man dann halt trotzdem recht viel Zeit. Es sind jedes Mal irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde, ab und zu gehe ich noch etwas einkaufen, ab und zu gehe ich schnell an. Jetzt hocke ich einfach hier am Strassenrand. Es nimmt mich Wunder, wie es dem Ivo geht, weil er hat auch gesagt, dass er
bisschen müde ist und halt auch merkt, dass er schon lange unterwegs ist. Aber wir sollten eigentlich die gleiche Route haben, oder praktisch die gleiche, weil wir beide mit Crew geplant haben. Wenn er mich nicht schon in der Nacht überholt hat, kann es sein, dass er mich irgendwann noch einholt. 2 sind ja schon in Avignon ausgeschieden und Platz 5 ist vielleicht auch noch am Kämpfen, um nicht jetzt in Perpignan eliminiert zu werden. Und das ist auch der Grund, warum ich heute unbedingt zum Checkpoint will. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie es Luca und der Clarissa geht. Wenn Clarissa ihr Tempo beibehalten hat, was crazy war, kommt sie wahrscheinlich heute in Barcelona schon an. Wenn sie das so durchzieht, krank. Das war richtig geil. Ich würde mich auch mega freuen für sie, wenn sie das so durchziehen könnte. Der Luca ist auch gut unterwegs. Er hat noch relativ zu der Clarissa, recht viel Zeit gut gemacht zwischen dem ersten und zweiten Checkpoint. Es nimmt mich wunder, ob er auch das aus hätte können durchziehen zum dritten Checkpoint. Ich nehme an, dass beide schon dort gesehen sind. Ich glaube, es hat ihn recht motiviert, dass er Clarissa ein bisschen aufgeholt hat. Und ich kann mir beim Luca auch gut vorstellen, dass er erst recht Gas gibt jetzt. Ich freue mich mega, beim Checkpoint anzugehen und schauen, wie der Stand ist. So, Pause ist vorbei. Ich bin kaputt. Aber los geht's! Ich glaube, es war gut. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr langt, aber ich habe mich geschlagen und ich konnte nicht wach bleiben. Und jetzt gerade fühle ich mich fit. Ich habe so keine Lust mehr. Beziehungsweise nein, das ist untertrieben. Mir tut alles so weh. Und ich bin müde. Ich will einfach, dass es vorbei ist. Aber es sind noch fast 140 Kilometer. Es geht noch richtig lang. Jetzt gerade Clarissa gesehen. Sie fährt ein bisschen voraus, ich bin noch am Dehnen. Aber ich glaube, man wird sich noch ein paar Mal über den Weg fahren. So langsam bin ich richtig müde. Ich merke, wie langsam alles einfach schlapp wird. Ich mag nicht mehr recht. Es ist aber immer noch ein gutes Stück vor mir. Ich habe so lange nicht geschlafen, ich habe auch nicht wirklich die Möglichkeit zu schlafen. Ich meine, jetzt ist es eh kalt. Jetzt noch ein bisschen wärmer angezogen, das hilft auch. Dann einfach konstant fahren, nicht übertreiben. Ich habe jetzt noch ein bisschen genappt. Habe ich jetzt kalt, Scheiße. Ich schnell ein bisschen bewegen. Ich kann ein bisschen runterfahren. Mein Verstand hat mir langsam angefangen, Streich zu spielen. Ich wärme mich auf und dann fahren wir weiter. Es ist gerade jetzt eine Zeit gegangen. Saufrost gehabt. Es ist lustig, beim Liegen ist es mir super gegangen. Sobald ich aufgestanden bin, mega kalt gehabt. Langsam komme ich wieder. Aber ich musste schnell anlegen. Durch dass ich so lange schon wach bin, hat mir kannst du irgendwann deinem eigenen Hirn nicht mehr vertrauen. Das war wirklich recht heftig. Zu diesem Zeitpunkt bin ich ja fast 2 Tage wach. Und irgendwann habe ich dann durch die Dunkelheit in Kombination mit der Müdigkeit angefangen zu halluzinieren. Das war noch ganz lustig. Einmal bin ich durch ein Örtchen gefahren, sehe so von weitem ein Geschäft. Mega viel los, mega viele Leute noch dort. Um 1 Uhr morgens, die haben wahrscheinlich Betriebsfeier oder so, keine Ahnung. Komme ich näher dran an und merke so, oh okay, das sind gar nicht so viele Leute. Das sind einfach so ein paar Leute und ein paar Schaufensterpuppen. Komme ich nochmal näher an und merke, es sind weder Leute noch Schaufensterpuppen, es ist einfach nichts. Es
Es hat dann auch angefangen, dass so Sträucher, die es neben der Strasse hatte, dass das so ausgesehen hat wie so Geister haben, die so raufkommen. Oder Totenköpfe in den Bäumen. Also es war recht spooky gewesen. Speziell in der Dunkelheit hat das Gehirn natürlich noch mal viel mehr Spielraum, irgendwelche Strukturen oder so ins Sichtfeld einzubauen, was es eigentlich gar nicht gibt. Und das ist dann halt wieder der Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, hey, wenn man anfängt zu halluzinieren, sollte man nicht mehr im Strassenverkehr teilnehmen. Aus diesem Grund habe ich dann auch die Pause gemacht und die 15 Minuten Schlaf auf dem Bänkchen haben tatsächlich Wunder gewirkt und nachher ist es dann wieder besser gewesen. Aber es ist noch recht krass, was einfach Müdigkeit, Überanstrengung und Dunkelheit so mit dem Kopf machen können. Bei mir sind ja zu diesem Zeitpunkt Symptome vom Schlafentzug der limitierende Faktor gewesen, wieso ich Pause machen musste. Jetzt fragt man sich vielleicht zu Recht, wie haltet man es eigentlich knapp 2 Tage fast ununterbrochen auf dem Sattel aus? Klar, ein dicker Schädel und die Fähigkeit, Schmerzen auszuhalten, spielen eine wichtige Rolle dabei. Eine noch viel wichtigere Rolle spielt allerdings ein professionelles Bikefitting. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe es bisher auch nie gemacht, weil es mir zu teuer war. Aber das ist wirklich recht dumm und völlig am falschen Ende gespart. Jahrelang habe ich schon bei kurzen Strecken unter Druckstellen und Taubheit im Gesäß- und Intimbereich sowie Schmerzen in den Knien, im Rücken oder im Nacken gelitten. Ich habe einfach akzeptiert, dass das halt so ist und zum Velofahren dazugehört. Das muss aber überhaupt nicht sein und für alle, die regelmäßig Velo fahren, ist ein Bikefitting wirklich eine Investition in Lebensqualität. Ich kann euch das bei der Rennbahn Klinik, wo übrigens auch Profisportler in Anspruch nehmen, auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich bin Sandra und arbeite in der funktionellen Diagnostik. Wir sind in der Rennbahnklinik und führen jetzt das Bikefitting durch. Das Bikefitting führen wir durch, damit wir das Optimum daraus holen für die Person auf dem Velo. In diesem Fall aufgrund von deiner Beweglichkeiten und auf deiner Kraft, dass wir den Sattel entsprechend einstellen und auch die anderen Anpassungen vornehmen. Wir werden nachher mit verschiedenen Markern arbeiten. Das sind so graue Reflektoren, die ich auf den Körper klebe, einerseits, aber auch aufs Velo. Und dann haben wir so 8 verschiedene Kameras, die die ganzen Winkel dann auslesen können. Also ich habe wie eine 3D-Animation von dir auf dem Velo und dann können wir so die Einstellungen dann vornehmen. Oh fuck. Oh fuck! Das... Da wäre ich gern. Ah. Also wenn ihr schon regelmäßig Velo fahren oder das in Zukunft vorhabt zu machen, meldet euch unbedingt bei der Rennbahnklinik. Es lohnt sich sehr und das ist übrigens meine Reaktion, als ich dann mit dem Velo heimgefahren bin. Ich fahre jetzt gerade heim mit dem Velo. Es ist so viel geiler. Ich habe das Velo 4,5 Jahre gehabt. Und es hat sich noch nie so geil angefühlt, auf dem zu fahren. Das ist unglaublich. Der Ivo hat mich doch reingeholt und wir haben jetzt am Schoßrand so einen Spot gefunden mit flachen Steinen. Wir machen jetzt beide die Stein-Challenge, weil wenn wir es gar nicht machen, sind es 2,5 Stunden Strafe. Wir haben beide gerade die Steine am Felsen gesehen. Wir haben uns gedacht, da machen wir das. Weil ich keine Lust 2,5 Stunden warten, wenn ich das nicht gemacht habe. Wir haben auch beide Angst, dass uns da jemand einholt. Und ja, jetzt pushen wir zusammen zum Checkpoint. Der Ivo hat hier schon etwas gebaut. Wir zählen gerade zusammen nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Challenge Stand. Hier ist noch ein Mini-Stein. Das war relativ einfach. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Challenge geschafft, ne? Hey Mann, das schießt mich so an. So gottlos. Ich komme mir vor wie so der Bau, wo man kann damit reden in der Einsamkeit. Ja, das mit dem nicht schlafen, das hat mich irgendwie abgemacht. Dieses fucking neu. Manchmal kann ich es kaum bewegen, das ist wirklich Horror. Ich bin immer noch mit dem Ivo unterwegs. Es ist bald Sonnenuntergang, aber sehr schön. Dort hinten sieht man schon Berge. Dort irgendwo müssen wir morgen drüber, um auf Spanien zu kommen. Und wir werden jetzt dann
innerhalb von einem Kilometer beim dritten Checkpoint sein. Ich melde mich mit einer kleinen Bitte aus dem Schnitt. Und zwar muss ich hier schnell den 0815 YouTuber machen und euch darum bitten, den Kanal zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, das Video zu teilen und so weiter. Das ist auch ganz eigennützig für euch, weil wenn euch das Projekt gefällt und ihr wollt, dass ich weitere Projekte mache, dann ist es auch in eurem Interesse, dass das Ganze ein bisschen mehr die Runde macht, weil dann finde ich einfacher Sponsoren und jeder Mensch ist käuflich und wenn man mir genug Geld in die Hand drückt, dann mache ich auch gerne weitere so Projekte. Und an diesem Punkt möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz fest bedanken für den bisherigen Support und für das ganze positive Feedback, das ich von euch bekomme. Es bedeutet mir mega, mega viel. Und ja, viel länger will ich euch gar nicht aufhalten. Weiter geht's. Der Checkpoint sollte irgendwo gerade hier bei diesem kleinen Häuschen da vorne sein. Das Ding ist halt, jetzt sind wir zu zweit unterwegs. Falls uns jemand überholt hat, ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie wir das regeln würden. Weil Platz 5 wird ja ausgeschieden werden. Es gibt einen fetten Fight. Ich drücke mir auf den Fuß. Also hier ist das Plakat unterm Stein. Was denkst du, ist noch jemand zwischen uns? So schon mal schlägeln. Aha, warte, du noch nicht aufdecken. Okay, jetzt weiss ich schon, Ivo will es noch nicht wissen. Es gibt keine Schlägerei. Ja, Mann! Wir sind drinnen. Ey, GG, Bro. Mach's gut, wir haben es geschafft, wir sind noch drin. Alter, Luke hat crazy aufgeholt. Digga! Luke hat crazy aufgeholt. Ja, ja. Oh mein Gott. Beides machen, Clarissa und Luca natürlich. Digga, aber ich bin auch froh, haben wir es geschafft. Wir werden uns jetzt einen Snack gönnen. Wir haben uns etwas gekauft vorher. Und wir haben gesagt, einen Checkpoint essen wir. Das wird so schön jetzt, der Knie, wir sind endlich angekommen. Wenn wir zusammen angekommen sind, haben wir uns natürlich auch zusammen eingeschrieben. Platz 3 und 4 geht an uns beiden. Genau, also die anderen haben ein bisschen mehr als einen Tag Vorsprung, sind wahrscheinlich schon in Barcelona angekommen. Schön am Chillen, haben schon geduscht, Zähne geputzt, Bier getrunken. Wir machen die dritte Challenge jetzt auf. Bereite einen Riegel für die nächste Person zu. Folge dazu genau dem Rezept. Ja, machen wir zusammen einen. Fair. Oder wollen wir schon das Orga-Team anrufen und fragen? Wir fragen mal das Orga-Team, was Ja. sie dazu meinen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir, also wie wir das regeln sollen, weil wir sind zusammen angekommen. Also dritter und vierter Platz geht an uns beiden gleichzeitig. Dürfen wir zu zweit eine Regel machen? Ganz kurz, ich frage mein Beratungsteam. Ja, ihr dürft zusammen einen machen und dann, das war okay. Okay, also wir dürfen zusammen einen machen und dann gerade essen? Ja, voll. Okay, perfekt. Da ist unsere Regel, wir können da zwischen zwei Finger heben. Ja, da teilen wir uns jetzt. Und nein, wir haben ja da und nochmal einen, der vom Luca da ist. Ja, die essen wir jetzt und dann separate Weg. Hey, ich Schön bin auf jeden Ivo. Fall gefreut. Schön gewesen. Schon geil gewesen, mit Ja. der Challenge machen. Ja, wahrscheinlich sehen wir uns eh morgen wieder. Aber hey, wir werden auf jeden Fall schauen, gell? Also wenn ich schneller bin, dann gebe ich richtig Gas. Wenn ich ihn sehe, fahre ich vielleicht vorbei, mal schauen. Ja, vielleicht gibt es noch eine Schlägerei, keiner weiß. Gibt es noch eine Patzerei von Barcelona, ja? Der Ivo macht jetzt eine Pause, ich fahre glaube noch ein Stück weiter. Ja, es war lustig gewesen. Wir sehen uns sich wahrscheinlich morgen wieder. Also mit unserem Glück. Wir haben uns heute gesehen, gestern haben wir uns auch gesehen. In Genf haben wir uns gesehen. Ja, so spätestens Barcelona. Und es geht bei mir weiter. Ich melde mich zu meiner Pause. Ich fahre jetzt zurück zum McDonalds, wo ich vorher gesehen habe. Dort gönne ich mir noch etwas und dann kann ich mein Zeug laden. Weil vielleicht bin ich ja in der Nacht schon in Barcelona. Wer weiß. Ich bin hier neben McDonalds. Gerade hier hinten. Und da ist gerade ein Parkplatz, also irgendwie ein bisschen kritisch. Aber ich bin so müde, ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendetwas suchen. Ich hoffe, da parken nicht so viele Leute. Ich würde sagen, so um 5 Uhr wieder aufwachen. Damit ich sicher bin. Heute habe ich 200 irgendwas Kilometer gemacht, 230 oder so. Das ist sehr viel, also ich bin stolz. Mein Ziel ist es, morgen ungefähr am 5 Uhr, ja, ungefähr am 5 Uhr in Barcelona sein. Und dann noch habe ich es geschafft, dann ich endlich ein Airbnb, kann ich schlafen, essen, machen was ich will. Und ich muss mir den Scheiß dann nicht mehr antun. Und draußen schlafen. Alle. Der Anstieg ist irgendwie viel schneller gegangen, als ich gedacht habe.
Ich bin eigentlich froh drum, aber ich habe mich halt auf etwas Größeres eingestellt und es ist doch noch schnell vorbeigegangen. Durch den Tag habe ich voll schlapp gemacht, habe immer wieder Pause gemacht und jetzt läuft es irgendwie wieder voll. Irgendwie mega komisch. Das Dorf gehört gerade noch so zu Frankreich, aber dort am Ende vom Dorf wird dann schon Spanien sein. Ich ziehe jetzt meine Downjacke an, weil es geht jetzt nochmal 250 Höhenmeter zu runter. Wir können auch mit dem Gedanken rumspielen, dass ich halt jetzt durchfahre. War möglich auf Krampf, aber war glaube ich zu viel. Ja, nun, schauen wir mal. Ich schaue sehr spontan, was der Plan ist. Also, besser gesagt, ich habe keinen Plan. Ich fahre einfach los. Ganz schnell irgendwie komisch geschaut, so, was macht er mit dem Velo um diese Zeit. Aber, yalla, ich bin in Spanien. Let's go! Ich bin ab der Grenze noch mal 3-4 Stunden gefahren, alles so einer Hauptstrasse entlang. Aber jetzt ist es eigentlich gerade recht gemütlich zum zu fahren. Und ich habe gerade schnell das Video anhalten, die Polizei ist schnell hier angekommen. Ich habe aufgegeben, den ersten Platz zu holen. Mit dem Sieg ist es das gewesen, aber Sicherheit geht vor. Ich hoffe, der Ivo holt mich in dieser Zeit nicht ein. Jeder Tritt, aua, macht einfach nur weh. Ah, alles tut so weh. Das kannst du ja keinem erzählen, Alter. Die grösste Angst für die kommende Woche sind Polarbären, die sich verlaufen haben. Stell dir mal vor, du schläfst so und dann kommt so ein und frisst dein Velo, Alter.